Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, wir gehen uns jetzt sofort wieder ins Bett lecker. Ja. Besser als nackig in die Tasche gegriffen. 180 Gold gibt's wieder. Alle hopp, 4. Tag. Kikeriki. Du weißt, dass du auf dem Land bist, ne? Gut, heute haben wir... Oh, wir sind ein bisschen zu spät ins Bett gegangen, wie es aussieht. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Energie übrig. Tja, dann müssen wir erstmal ein bisschen hacken. So. Mist. Das wollte ich doch gar nicht. Das müssen wir wieder mit der Spitzhacke aufhacken. Dort danke ich definitiv Mia Marrows Let's Play für den Tipp, wo ich das gesehen habe. So, Della. Das wächst doch alles ganz ordentlich. Mist, das war jetzt einer verschwendet. Nein, du soll... Ackermann, willst du mich verarschen? So. Der einsame Blumenkohl, habe ich gesagt. Ackermann, verarsch mich nicht. Nee. So. Dotra. Und die Bohne. Sehr schön. Gut, das kommt doch alles jetzt ganz gut hier. Unser Pastinake wachsen auch hervorragend. Und von jeder von der Ernte muss ich auch noch eins aufheben. Ihr seht dann auch warum. Gut. Dann können wir definitiv heute noch in aller Früh. Oh, ja, zu viel rumgetrödelt und rumgeblödelt. Deswegen habe ich jetzt kein Wasser. So, noch schnell nachfüllen. Und so. Gut. Dann könnten wir unsere Axt noch gebrauchen. So. Dich hätte ich ganz gerne noch hier gebaut. Ja, tatsächlich. Wir brauchen noch wirklich Enna. Dumm. So. Das haben wir gleich. Enna brauche ich noch. Den packen wir dann nämlich hier rein. So, da ist das Ganze nämlich abgeschlossen. Gewitterleid. Gut. Dann können wir auch hier noch 1, 2, 3 und so weiter. Mehr als bis 3 kann ich nämlich nicht zählen. Können wir jetzt hier noch richtig schön das Ganze anlegen. Gut, das gefällt mir noch soweit ganz gut. So, einmal hier einen schönen Rundweg aus Stäh gebaut. Das sieht doch gut aus, oder? Ich meine, klar, die Felder müssen lukrativ und ertragreich sein, aber sie sollen ja auch optisch ein bisschen was hermachen. Gut. Na. Ja, einer fehlt uns noch. Das ist etwas ärgerlich, aber dann holen wir uns sofort. Wir haben ja hier genug Stähe rumfliegen. Zack. Dann holen wir uns doch den Ende Stähe. Basteln noch einer, genau. Und machen den Dohi, wo er hier gehört. So. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Post haben wir mal wieder nicht gekriegt. Oh, schade. Okay, die Quest von Hayley ist leider auch fort. Aber unsere Zeit ist jetzt auch wieder Kummer. Der Schmied hat definitiv wieder auf. Hier haben wir noch eine Narzisse. Die könnten wir ja theoretisch auch Hayley schenken. Okay. So, Della. Vielleicht haben wir ja heute ein bisschen Glück. Und treffen möglicherweise einmal endlich Abigail. Hier ist nochmal ein Auftrag. Ich suche jemand, der mal Kupfererz und so 20 Stück bringt, damit ich mal gucken kann, ob irgendwelche seltene Edelstähle drin versteckt sind. Clint, 220 Gold bei Lieferung. Du kannst die Erze behalten, nachdem Clint sie begutachtet hat. Das geht leider noch nicht. Das tut mir leid, denn kann ich noch nicht annehmen, weil die Mine ist erst... wobei doch. Natürlich, die Mine ist morgen auf, ab dem 5. Tag. Selbstverständlich. Da kann ich nämlich morgen einen lukrativen Tag in der Mine verbringen. Das ist doch definitiv gut. Das gefällt mir. Okay. Alle hopp. Ja, 30 bis 40 Minuten müsst ihr definitiv einplanen bei so einem Tag. Huch, Häsel. Bei so einem Tag, genau. Bei so einer Let's Play-Folge müsst ihr definitiv so mit 30 bis 40 Minuten rechnen. Ein Donner, wie ist der Teufel was? Donnerei. Ach du liebe Zeit.
Wenn zu stark drückst auf den Klo, kommt auch ein dünner Ei raus. Gunther kann dir ein bisschen mehr erzählen. Ja, der Archäologe, der auch Geologe ist. Entsetzlich. Nicht der einzelne stickende gesamte Kollektion. Was Menschen? Na, schnell bist gefunden? Lass mich doch mal gucken. Bemerkenswert. Es ist ja sehr alt. Ich stehe so gern genauer unter die Lupen immer, aber ja, es kehrt halt dir. Ich muss dich um Gefallen bitten, Ackermann. Tät du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir können jetzt einmal bahnbrechende Entdeckungen machen. Wer weiß, wenn du mal weiterspendest, schicke ich da vielleicht der oder andere interessante Gegenstände über den dieser Stolper. Ja, denk doch mal drüber nach, ja? Wenn der bespendet wird, bringt das Objekt einfach hier zur Rezeption. Ja, ich kenne das ja selber. Archäologen sind ja immer arme Schweine, die nichts auf dem Arsch haben. Deswegen selbstverständlich helfe ich dir, Kollege. Dir spende ich doch glatt mal. Minerale würde ich sagen, leg ich doch einfach mal. Minerale kommen hier links hier. Okay. Wir haben anscheinend auch eine Quest erfüllt. Gucken wir doch glatt mal rein. Archäologie. Und da hatte ich darum gebeten, neue Artefakte oder Minerale im Museum zu spenden. Er meint, er tät dich ab und an mal mit seltener Ware kompensieren. Ja, für 200 Gold nehme ich das doch gern an. Sehr schön. Sieht jetzt aus, als hättest du irgendetwas, was du im Museum spenden kannst. Mach dich besser mal auf die Schatzsuche. Säckel, ich habe doch gerade eben was gebraucht. Alter Dachdieb. Okay, dann können wir auch noch zum Pierre gehen. Können auch ein bisschen Saat kaufen. Und in die Mine kommen wir halt erst morgen rein. Na, wie geht's denn dir, Kumpel? Die Luft wird langsam wärmer. Ich bin ja richtig aufgeregt. Ja, lass es aber bitte nicht an mir aus, Kumpel. Ja, in der Mülltonne ist auch nichts Lohnenswertes zum Flattern. Mache ich in Spiele hier sowieso immer am liebsten. Oh, du bist Ackermann. Ja, natürlich bin ich's. Dann nehmen wir doch ein bisschen Blumenkohl noch mit. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so der Blumenkohl-Fan, um mal ganz ehrlich zu sein. Brokkoli mag ich unglaublich gern, als Brokkoli-Cremesuppe oder so. Oh, ich liebe das, da kann ich mich neihocken in das Zeug. Aber Blumenkohl, Mol ist das in Ordnung, ja. Aber so der große Blumenkohl-Fan, ne, leider nicht. Okay, das pflanzen wir noch an. Und dann gucken wir nochmal, was der Dach so bringt. Hier habe ich eh schon gewässert. Und hier und da und da. Und damit der da unten noch einen Freund hat, setzen wir den da auch hier. So. Kennst du, meine Gemüse muss alle wachsen. Und hier und hier. Perfekt. Ja, schön sieht es aus, oder? Macht auch schöne Geräusche, ne? Nimm mir dieses Stampfgeräusch. Nicht wie hier. Dieses sandige Geräusch. Das sieht doch richtig schön aus. Ach ja, ich mag meinen Pelzerhof. Der ist schön, der gefällt mir. Und wie gesagt, falls ein Pelzer Gastwirt zufällig mit hier zugucken sollte bei meinem Let's Play, ich meine, kein spezielle Pelzerhof damit. Das ist einfach nur allgemein kalter. Okay, wie sieht's dann aus? Ah, hallo Hayley, ich habe noch was für dich. Bitteschön. Für mich? Ach, danke dir. Ah, wie geht's da so? Ich bin fest entschlossen, heute meine neue Klamotte zu sortieren. Ich werfe alle Vorjahrsmodelle weg, um Platz für neue zu machen. Okay. Ist wohl auch eher so Modepüppchen. Wo ist dann jetzt verdammt nochmal Abigail? Wir machen uns mal auf die Suche nach Abigail. Haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun, ne? Die dürfte sich doch um die Tageszeit auch hier irgendwo rumtreiben, oder? Na, wir schauen mal. Apropos, mit Light und so. 24 von 28 haben wir begrüßt. Okay. Sollte man vielleicht nochmal durchgehen zum Demetrius. Da ist ja auch Robins Lader. Die Musik finde ich auch so geil. Okay. Im Lader haben wir hier diverses Zeug, was wir kaufen können. Holzstäbe, Tischpflanze, Hauspflanze, gepflegte Kiefer. Kann man im Haus, okay. Kalender. Ah, das ist natürlich auch nützlich.
Billigfernseher, okay. Normale Fernseher, Holzfeuerschale. Ah, da kann ich auch diverse schöne Rezepte kaufen bei ihr. Okay, ja cool. Kristallpfad. Aha, Feuer hoch wohl geboren hier. Okay. Was hast du dann noch für mich? Haus verbessern. Ich kann ein Haus vergrößern und eine Küche hinzufügen. Das kostet dich aber 10.000 Gold. Und du musst mal 450 Stückler Holz liefern. Bist du interessiert? Ja, eigentlich schon, aber das sind ja Wucherpreise, Robin. Ein Hofgebäude? Ah, Hühnerstall. Können wir 4 Klädtiere machen. 300 Holz und 100 Steine und 4.000 Gold. Gewitter erleid. Ja, die lustige R wird schon was kosten. Gewundert, dass die sich hier so Hütte leisten kann. Wir laufen so mit den bayerlichen Geschäften. Das ist Pastinake-Zeit, ne? Genau. Tja. Aber in so einer Hütte lebst definitiv nicht, wenn nix verdienen tätst. Also definitiv Respekt. Oh, bei dem kommen wir nicht rein, bei dem Hansel. Du bist nicht gut genug mit dem Seppel befreundet, um sein Schlafzimmer zu betreten. Erlaubt, kann man ja irgendwie nachvollziehen. So, der geht raus. Na gut, das heißt für uns definitiv spare, spare, spare. Ah, da ist noch was. So, jeder Lach zählt. Definitiv. Tja. Ah ja, da schaffen sie hier. Da geht's dann nämlich in die Minerei. Ich kann leider nicht mitschaffen. Das lassen sie mich nicht. Aber morgen ist der Weg dann frei. Dann geht's in die Mine. Die sind ach so ein essentieller Teil von Stardew Valley. Da ist dann nämlich mehr oder weniger der Abenteuerpfad, könnte man sagen. Da kann man dann nämlich auf Entdeckungsreise gehen und da sind dann 8 Gegner, die auf M warten. Die Suche nach Abigail geht weiter. Ich stolper dem Mädel nicht zufällig über die Füße. Aber bei ihr kann ich mich blicken lassen, wenn ich mal in der Mine Amethyst finde. Das ist nämlich so ihr Lieblingsgeschenk. Da friert die sich wie Sau drüber. Ach, der Elliot. Aha, hier der langhaarige Schnösel. Ah, der neue Bauer, den wir alle erwartet haben. Und dessen Ankunft viel Konversation entfacht hat. Ich bin Elliot. Ich lebe in einer kleinen Hütte am Strand. Es ist mir Vergnügen, dich kennenzulernen. Der ist bestimmt Philosoph. Könnte ich fast schon drauf wetter. Wie sieht's dann hier noch aus? 25 von 28 Leid habe ich jetzt schon kennengelernt. Ja, Abigail fehlt bei immer noch hier auf meinem Brett. Ah, da ist noch ein Mädel. Ah, Caroline. Ich freue mich, ob ich Pierre dazu bringen kann, heute Ofenessen zu machen. Ja, frohsten doch einfach. Wie schaut's dann hier aus? Ah, ich kenne mal schon, das ist, glaube ich, die Penny, oder? Penny? Ja, genau. Wir haben viel Glück in einer kleinen Stadt wie der... nochmal? Wir haben viel Glück in einer kleinen Stadt wie der hier, unsere erste Bibliothek... überhaupt die Bibliothek zu haben, gewittert unter Keitel noch einmal. Lies doch richtig, du Dappschädel. So, was haben wir dann hier noch? Du wieder, du mit deinen Frühlingsgefühle, genau. Die freundliche Oma. Die Penny hockt sich da ohne auf die Bank. Komm rein, komm rein. Okay, wie sieht's dann bei dir aus, Mädel? Emily. Oh, ich kann schon in deinem Gesicht ablesen. Dir wird's in Pelikan gefallen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für den Ofen suchst, geh mal in eine Kneipe vorbei. Du arbeitest. Das hätte ich jetzt niemals gedacht, Mädel. Du stehst hier hinterm Tresen, versteckst dich zwar ein bisschen hinter dem breiten Wert, aber so ist das halt. Aber wir kennen ja alten Spruch, wer nichts wert, wert, wert. Von daher, oh ja, die geht natürlich auch in die Kneipe. Aus dem Ghetto direkt in die Kneipe rein. Die wohnt ja in einem Wohnwache. So, jetzt muss ich gerade mal auf unserer Karte gucken. Gemeinschaftszentrum. Ja, genau. Pierre, Caroline und Abigail. Aber wo treibt die sich der ganze Tag rum? Wo treibt die sich der ganze Tag rum? Das gibt's doch gar nicht. Die muss man doch irgendwo finden können. Das ist immer so das Beste. Wenn man noch die Leute sicher sucht, dann findet man sie nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch wie so ein Stalker die ganze Zeit vor Piers Geschäft rumhocke, rumlungern und könnte einfach warten, bis er rauskommt. Ja, der Künstler, der Philosoph, was auch immer. Der ist jetzt auch aus Piers Lade raus und der Pierre macht gerade wieder Inventur, oder? Ich kaufe dir gern deine Erzeugnisse ab. Natürlich zu einem fairen Preis. Ja, ich hätte es halt anders erwartet. Bist ja sowieso hier mein bester Kumpel. Ich glaube aber, Abigail treibt sich hier irgendwo in der Gegend rum noch. Vielleicht ist sie auch hier, da in der Nähe.
naja, ich hätte es euch auf jeden Fall noch ganz gern gezeigt, da ich ja auch schon gesagt habe, dass es so mit Hailey die potenzielle Hochzeitskandidatin von mir ist. Ich habe auch in letzter Episode gemerkt, da habe ich ja auch dann immer so ein bisschen höher gesprochen. Das fand ich irgendwie sau ekelhaft und abstoßend. Deswegen habe ich mein Sprechmuster halt mal ein bisschen geändert. Aber es ist halt so, wenn mich Sachen faszinieren, da habe ich halt mal ein bisschen komische Art zu retten. Oh, aber es hat mich selber etwas erschrocken, als ich das dann im Nachhinein gehört habe. Okay, du hinter der Joja-Markt können wir uns leider nicht begeben. Jetzt haben wir es auch schon 19 Uhr. Alla hopp, ich glaube, das wird also nichts mit Abigail. Wir kennen ja trotzdem nochmal beim Pierre reingucken. Und dann können wir uns auch noch ein bisschen in die Kneipe reinsetzen, die Sache. Na? Nö. Die sind wahrscheinlich beim Ofenessen. Kann ich da... Ach, ich kann sogar einfach rein. Okay. Da ist Caroline. Die Caro. Haben die hier irgendwie Kirche oder was? Altar von Joba. Ach du liebe Zeit. Die haben hier tatsächlich so irgendwie kleine Kirche drin. Das ist immer heftig. Hast du mal aber nichts zur Sache dazu, ne? Nö. Der Pierre macht tatsächlich wirklich so Ofenessen, wie es aussieht. Man muss also mal einfach frech sein und in die Häuserei gehen. Setzt er hier aus, du bist nicht genug mit Pierre oder Caroline befreundet, um ihr Schlafzimmer zu betreten. Alle hopp, du bist nicht gut genug mit Abigail befreundet, um ihr Schlafzimmer zu betreten. Ja, kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, die kennt mich ja auch noch gar nicht und so, aber Hauptsache mal im Schlafzimmer auf sie gewahrt. Ist doch überhaupt nicht aufdringlich oder so. Okay, dann, denn ich sage, wir gehen noch eine Runde in die Kneiperei. Gucken mal, ob sich hier die Creme de la Creme trifft. Mit was du trinken habe. Ja, gut, zeig doch mal. Was hast du dann? Ja, das Bier ist aber scheißendeier. Und dann esse ich mal einen Salat, kann ich auch nicht, muss Sache. Aber er hat auf jeden Fall ein paar geile Rezepte, die sollten wir uns auch mal im Hinterkopf behalten. Ah, da ist noch der Shane, genau. Was bist denn du? Lass mich gefälligst in Ruhe. Och Gott, ist so gut. Das ist nicht so der nette Kerl. Sag Hallo. 26 von 28. Kann man hier was... Ah, Reise des Präriekönigs. Motto. Okay. Warte mal, da muss ich dann hier noch... Ja. Okay. Okay. Schäbig ist es schon, aber ich liebe sowas, dieses Spiel im Spiel. Wow. Okay, mit Leertaste kann ich auch Item verwenden, wenn ich es denn hab. In so einem Kruscht bin ich nie besonders gut. Ah, Mist. Na gut. Ich glaube, das wird bei mir nicht großartig, was? Das bewegt dich doch, Ackermann. Uff. Och, du Scheiße. Nee, ich bin nicht gut in sowas, merke ich. Hoffa. Alle hopp. Na gut. Aber der Soundtrack ist auch legendär, ne? Bestimmt von John Williams. So, komm schon. Ackermann, lass mich nicht im Stich. Okay. Irgendwas habe ich. Ja, äußerst epischer. Scheiße. Äußerst epischer Soundtrack hier. Definitiv. Na gut, das lassen wir mal sein. Was haben wir hier dann noch? Du hast ein schädelförmiges Schlüsselloch. Alle hopp. Wissen wir auch Bescheid. Hier trifft sich scheinbar nur die Creme de la Creme. Und was mit dir? Ich habe mir eine ganze Nachmittag das Getränk hier gefreut. Okay. Nehme ich mal so an. Was ist hier? Okay, hier komme ich tatsächlich auch rein. Und hier? Du bist ja genug mit Gas befreundet. Alle hopp. Ich weiß ja nicht, ob ich in dem sein Schlafzimmer rein will, so ganz nebenbei. Kann ich dort noch was machen? Jukebox, Spielemelodie laden. Okay. Komme ich da wieder raus? Oder? Okay. Wolkenland? Ah. Das finde ich eigentlich auch richtig schön. Da kann man dann mehr oder weniger hier immer auf das Soundtrack zurückgreifen. Das finde ich eigentlich auch echt schön. Sehr schöne Idee, wie ich finde. Okay. Gut. Ich glaube, mir gibt es für uns jetzt auch nichts mehr zu schaffen. Dann gehen wir doch jetzt nochmal wieder raus. Und wir sollten heute definitiv in Time ins Bett gehen. Sonst haben wir nämlich morgen ein bisschen Pech.
Weil morgen will ich einen lukrativen Tag in der Mine verbringen und dafür brauche ich definitiv mal Energie. Das heißt, ich schmeiß mein Kruscht hier rein. Ich brauche noch mein Lach. Und dann gehe ich noch vielleicht ein bisschen Holzhacker oder so, aber spätestens um Mitternacht ist hier Zapper. Definitiv. So, wir rahmen hier noch ein bisschen auf, einfach. Und hacken hier noch ein bisschen Holz. Wie viel haben wir da noch? 53, jo, alle hopp. Das wird ja reichen noch, ne? Ja, den können wir zumindest mal weghaaren noch. So, komm schon. Acker, Mann, enttäusch mich nicht. Gut. Geht doch. So, wir wollen ja auch immer hier unser Skills steigern. Deswegen muss das sein. Genauso wie wir das Gras hier jetzt leider auch mal wegmachen müssen, das hohe Gras. Das dient dann später, wie gesagt, könnte man sowas theoretisch noch für Heu als Tierfutter noch verwenden. Von daher sollte ich auch darauf achten, dass ich nicht so viel davon kaputt mache. So, jetzt schwitzt er schon ein bisschen, der Ackermann. Gut. Nee, von Baum reicht das nicht mehr. Ich glaube, das reicht mal. Das reicht mal definitiv. Gut, dann unseren Krustreich. Und wir machen noch die sehr lukrative Folge für heute, dass wir in die Mine gehen wollen. An dem Tag hier, am 5. Tag. Dann können wir das definitiv machen. Da haben wir heute wieder etwas längere Episode, die eher auf die 40 Minuten zugeht. Aber so what? Wir brauchen ja Erze für Clint. Genau. Es ist mal wieder so nicht unklar. Aber wenn ich heimkomme, kann ich ja nochmal nachgucken. Sehr schön. Was haben wir dann hier? An unsere geschätzte Joja-Marktkunde, unser Teammitglieder Hände Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe vom Bergsee ausgelöst wurden, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind, gemäß Absatz L6109 Joja GmbH Gesetzesänderung. Ja, die machen sich die Gesetze natürlich selber hier. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die den Unfall eventuell bereitet haben. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Morris, Repräsentant für Joja-Kundenzufriedenheit. Meine Damen und Herren, ein Arschloch. So, dann wird's doch mal Zeit für unser erste richtige Ernte. Und die Pastinake sind sehr gut gewachsen. Sehr schön. Leider kenne ich von höherer Qualität. Aber Annie hebe ich mir auf jeden Fall auf. So, Schönheitskorrektur. So, das heißt, eine Pastinake wird aufgehalten und Annie mit Goldstern bräuchte ich noch. Da bräuchte ich dann 5 Stück. Ihr seht dann wofür. So, da haben wir dann vermeuert definitiv eine fette Ernte zu erwarten. Was ein fettes, lukratives Geschäft zu erwarten. So rum. Gut, gut. Sehr schön. Da können wir auch noch gleich gießen. Und dann können wir nämlich gleich mal direkt in die Mine reingehen. Das ist ja, wie gesagt, auch ein wichtiges Gebiet hier in Stardew Valley. Hoppla. Und hier noch. Hier noch. Da muss ich nicht ständig dann hier auf dem Acker stehen, um hier zu gießen. Das ist gut. Gut, dich machen wir noch dicht. Sehr schön. Unser erste Ernte war ein schöner, guter Erfolg. Und für die Mine brauche ich nichts anderes als meine Spitzhacke. Da können wir jetzt noch ein bisschen aufrahmen. Und unser Hofbuch sagt auch noch was. Ah ja, erste Schritte. Gibt es immer 100 Gold dafür. Und dann haben wir noch 2 neue gekriegt. Tiere aufzieher. Bauen Hühnerstall. Robin, die örtliche Schreinerin, lebt im Norden von der Stadt. Im Gegenzug von Materialien und Geld baut sie dann neue Gebäude auf deinem Hof. Mit ihrer Hilfe kannst du einen Hühnerstall oder Stall bauen, damit Tiere züchten kannst. Sehr schön. Dann haben wir hier noch. Wenn du an Erfahrung gewinnst, wirst du neue Rezepte zur Herstellung entdecken, die deine Einkünfte erhöhen und dein Leben einfacher machen. Ein Vogelscheiß zum Beispiel wird gerade davor abhalten, sich an deine wertvolle Ernte zu vergreifen. Reich Hofarbeit Stufe 1 und stell ein Vogelscheiß her. Natürlich. Selbstverständlich. Okay, mit 222 Energie kann ich definitiv leben. Das finde ich gut.
Und dann gehen wir auf jeden Fall doch mal in die Mine rein. Der hat sowieso noch zu, oder? Der Lappeduddel. Ja, natürlich. Natürlich hat er noch zu, der Lappeduddel. Aber wir warten jetzt noch die Stunde ab, weil ich glaube, dann ist nämlich Abigail noch im Laden drin. Ah, ist das wieder Shane? Ja. Hast du keinen Job oder so? Doch, aber ich habe ihn schon erledigt für heute. Deswegen bin ich auch so an der Armutsgrenze gerade. Und muss hier die... Oh, ich habe noch endlich was im Mülleimer gefunden. Sehr schön. Gute Joja-Cola hier gefunden. Es lohnt sich also immer hier die Mülltonne zu flattern. Oh, Grünalge, sehr cool. Die können wir irgendwann, glaube ich, auch mal für so Daily Quest gebrauchen. Okay, jetzt nix wieder wie hier zu Pierre. Weil jetzt haben wir es direkt neu, ne? Und ich mag einfach nochmal reingucken. So. Die Joja-Cola können wir auf jeden Fall verwenden, wenn wir zu viel Energie verbraucht haben, können wir die uns reizwirbeln. Keine Abigail? Da ist er doch endlich. Abigail, hey, halt, ich will dich stalken. Oh, stimmt ja. Ich hab gehört, dass jemand auf der alte Hof zieht. Hoi. Irgendwie schade. Die überwucherte Felder zu erkunden hat mir viel Spaß gemacht. Sonst hat sie nichts mehr zur Sache. Okay, jetzt nachdem ihr sie gesehen habt, könnt ihr definitiv entscheiden. Soll's die Dorfschönheit Hailey sein oder die erkundungsfreudige, abenteuerlustige, violetthorige Abigail. So, weil das ist so ein bisschen ein Gamer-Girl, wie ich das so mitgekriegt habe bei dem, was ich so gespielt habe. Und das sagt mir eigentlich doch sehr zu bei einer Frau, wenn das auch so Gamer-Girl ist und nicht so die Püppi- und Dorfschönheit nur in Anführungszeichen ist. Aber ich fand eigentlich die beide so an engerer Auswahl am geeignetsten, muss ich sagen. Ah, hallo? Bitte reiß mir nicht mein Zelt ein. Ach Gott, mach ich doch nicht. Na, weil du so ein Eremit bist, käme ich ja nicht auf die Idee, dir das Zelt abzurauben, du armer Kerl. So, da ist auch noch einer. So ein verruchter Kerl hier, der Marlon. Das sieht doch schon abenteuerlustig aus, der Kerl. So ein alter Haudege. Ich hab gerade einen Blick in den alten Minenschacht geworfen. Der ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es da unten immer noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört fast so lange Zeit. Ich befürchte fast, Erze sind nicht das Einzigste, was du da unten finden wirst. Ja, nimm das, du wirst es brauchen. Genau. Du erhältst rostiges Schwert. Das ist halt unser Stufe 1 Waff. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteurergilde dort draußen. Ich werde dich in meinem einzig guten Ach behalten. Beweis dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Okay. Klingt doch schon mal auf jeden Fall noch etwas, was wir uns als Ziel setzen könnten. Und wir gehen jetzt mit unserem Ochseschwert hier runter. Verbraucht auch keine Energie, das Ding zu schwingen. Wir verlieren keine Zeit und gehen hier direkt rein und suchen hier noch einen weiteren Weg nach unten. In der Mine geht es immer nur darum, dass irgendwo ein Weg nach unten verborgen ist. Und in der Zwischenzeit können wir hier immer noch schön was gewinnen. Das ist dann, zählt dann alles als Minearbeit, was man hier betreibt. Und, ah ja, da ist er. Ja, hätte ich mal lieber da geguckt, ne? So. Hier ist jetzt auch die Mine-Musik. Da können wir mit dem Schwert aufschlagen und finden eine Geode. Und hier unten gibt es auch natürlich das kostbare, wertvolle Kupfererz, nach dem ich hier abgucken will. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Ah ja, da war Kupfererz drin. Wenn es zufällig in irgendwelche Mülltonne ist, steckt es in solche Dinger drin. Da finden wir jetzt auch nochmal 3-mal Kupfererz. Das ist doch Shenny Sach. Wir haben zwar unseren Weg noch unten. Sehr schön. Ein Amethyst, der geht als Geschenk an Abigail. Die liebt das Zeug nämlich. So, wir können hier gerade mal kurz gucken. Bei Hailey sind wir derzeit am besten im Kurs, weil ich ihr auch schon 2 Geschenke gemacht habe. Aber Amethyst ist gut, das ist sehr, sehr gut. Das geht an Abigail als Geschenke. Und es geht auch, wenn ich mehr davor habe, auf jeden Fall noch an der Archäologe-Kollege. Hier haben wir noch einen Topaz drin. Das sind auch sehr schöne Edelsteine Topaz. Und hier haben wir noch einen Quarz, noch ein Quarz. Das können wir alles dann der Bibliothek bzw. Museumsspender. Hartholz, Höhle, Karotte, noch ein Topaz. Schenisach, oder? Schenisach.
Was man da alles in der Kiste drin findet. Ah, da haben wir noch Turnschuhe. Na, die wollen wir auf jeden Fall. Dafür petzen wir jetzt erstmal die Cola weg. Oh, das gibt wieder Tinte auf der Füller. Und hier haben wir Sneakers, Schuhe. Nicht sehr robust sehen sie. Nicht sehr robust, sehen aber gut aus. Aber hopp, sie geben immerhin +1 auf die Verteidigung. Ich meine, das ist doch besser als nackig in die Tasche gegriffen, oder? So, dann gehen wir jetzt mal durch hier. Noch ein Topaz. Und dann sollen wir unseren Weg noch weiter runter in die Mine. Ich habe bei sowas nie so besonders viel Glück, muss ich sagen. Ich finde es immer erst auf den 20. Schlag. Okay. Ansonsten haben wir immer noch eine Grünalge dabei. Es wäre mir natürlich besser, wenn ich die nicht verbrote müsste. Weil ich glaube, die brauchen wir später noch für eine Daily Quest, die uns einer gibt. Aber meistens ist es relativ am Anfang. Deswegen sollte ich wohl eher noch hier in der Gegend gucken. Ah, jetzt sehen wir ja auch, dass wir die Sneakers so tragen. Jetzt sind unser Schuh, als rot dargestellt bei unserer Figur. Ah, ja, okay. Gut. So, da haben wir wieder Kupfererz. Bisher hat sich noch kein Gegnerblick gelassen bei uns. Gott sei Dank. Aber man sollte da auch nicht vom Ofen glauben. Ich glaube, später können wir mit Kirschbombe, die wir herstellen können, auch in solche Bereiche wie den da drüber gehen, wo jetzt mein Mauszeiger war. Okay, da geht es jetzt wieder runter. Ich gucke gerade noch, ob es hier Kupfererz gibt. Na, Quarz haben wir auf jeden Fall. Sehr schön. Ich will nämlich hier nochmal jedes Kupfererz, was ich finde. Oh, da ist der erste Gegner, so ein Blob. So ein gefährlicher Schleim hier. Da ist noch einer von denen. Gerade nochmal gucken in unser Hofbuch. Erkunde die Mine. Es gibt eine alte Minenschacht in den Bergen nördlich von der Stadt. Da könnten wertvolle Minerale drin sein, aber Marlon, Mensch, da lauern zahlreiche Fahrer. Ebene 5 sollten wir runtergehen. Da haben wir noch einen Tag lang Zeit. 20 Kupfererz brauchen wir insgesamt. Das heißt, ein bisschen sollten wir uns auch dummle hier. Ja, da war leider nichts drin. Geh weg, du Schleim. Geh weg, du Glitchy. Mit dir will ich nichts. Oh! Mit dir will ich nichts zu tun haben. Und wir müssen nur noch ein Stockwerk runter. Da haben wir das auch noch erledigt. Da sind noch Käfer. Die geben dann noch Käferfleisch als Drop. Aber wenn ich mal Kupfererz habe, bin ich eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Ich will einfach nur mal 20 Kupfererz hier haben. Upsala. Da ist noch so ein ganz wiechte Kerl. Komm schon her, du Widerling. Oh, nett. Wie der hier zerfault hier, dieser Einsiedlerkrebs unterm Stähl. Ala hopp. Und pro 5 Stockwerke gibt es dann hier nochmal so einen Aufzug, damit wir direkt runterfahren können. Das ist halt natürlich auch sackenpraktisch. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Ja, der Käfer hat sich eingesperrt, das ist nicht verkehrt. Ich bräuchte allmählich aber wieder noch ein bisschen Kupfererz. Finde aber hier nichts mehr. Das ist etwas schade. Na komm schon. Komm schon. Irgendwo muss da noch ein bisschen was drin sein für mich. Das sieht nicht so gut aus. Aber wie gesagt, meistens ist der Weg, der weiter nach unten führt, ziemlich weit am Anfang noch dabei. Wir nehmen jetzt unser getreues Schwert. Unser nächste Quest, kann ich schon mal gleich verraten, ist, dass wir 10 von den Schleime killen müssen. Und den Schmodder, den die Viecher so bei sich haben, könnte ich definitiv auch mal mitnehmen. Ja, Annie sollten wir mitnehmen. Tja, sorry, du musst das Hartholz erstmal weichen. Ich weiß, es ist ein wichtiger Gegenstand dann später als Baumaterial, aber es ist halt so, ne? Ja gut, wir werden auch noch mehr von den grünen Algen finden. So, ich persönlich will aber erstmal wieder ein bisschen weiter runter in die Minerei. Wenn möglich. Hätte ich das ganz gern noch gemacht. Und na? Irgendwo muss doch einmal die Lederseite, die noch ohne führt. Na Allah, da haben wir sie doch. Ich brauche nämlich noch 4 Kupfererz, sehe ich. 4 Kupfererz fehlen mir noch. Vielleicht sind sie ja dort drin. Gucken wir doch mal. So. 2 wenigstens. Immer hier. Immer hier. Immer mit dem zufrieden sein, was man hat. Jetzt fehlt halt nur noch einer. Und das Beste ist definitiv, wenn man mit so wenig Inventar wie möglich hier reingeht und immer noch so ein bisschen Kruscht parat hat, um seine Energie zu pushen. So. Und Hussa. Sehr schön. Wir haben unser Quest erfüllt. Aber der gute Clint hat ja auch schon Feierabend jetzt. Ja, wir machen trotzdem noch hier die Kiste auf. 3 Stähl ist auch besser als nix. So. Der Clint finden wir aber auf jeden Fall in der Kneipe wieder.
Das heißt, da kann man seinen Kruscht auf jeden Fall hier bringen. Alle hopp. Ich finde, dann haben wir eigentlich für heute schon einen relativ lukrative Tag hier in der Mine gehabt. Und mit 28 Energie, komm. Lass mal's mal gut sein für heute. Ich finde definitiv, das war ein ziemlich produktiver Tag hier in der Mine. Da kommen wir auch noch nicht durch, kann ich euch gleich einmal zeigen. Zack. Ah, der Spitzhack ist leider noch nicht stark genug, um das kaputt zu schlagen. Alle hopp. Dann muss das wohl so sein, ne? Und wir gehen jetzt wieder zurück. Noch Pelikan. Und in 2 Tagen hat der Bäuermeister Geburtstag. Das darf ich auch nicht vergessen, dass der Lotta Louis noch ein Geschenk kriegt von mir. Müssen wir mal gucken. Ja, die Höhlekarotte, die brauchen wir definitiv auch noch. Die sollte ich nicht fortschmeißen. Wir gucken gerade nochmal beim Pierre vorbei, ob die gute Abigail zu Hause ist, damit ich ihr noch einen Amethyst geben kann. Dumm, die, dumm, dumm, dumm. So. Na? Ist er dann die Tochter des Hauses? Gucken wir doch gerade mal. Da ist die gut Frau. Aber ansonsten, die Tochter des Hauses scheint nicht hier zu sein. Nee. Okay. Na gut. Wir haben bestimmt an einem anderen Tag mal Glück. Und treffen die mal. Da ist ihr Zimmer, aber da sehe ich nicht, ob sie gerade daheim ist oder nicht. Gut, dann gehen wir noch in die Kneipe und liefern Clint noch sein ganz, ganz wertvolles Kupfererz tiefer in die Minen. Sieht so aus, als würde der Lift in der Mine immer noch funktionieren. Mit ihm kannst du schnell zu alle Lifttüre gelangen, die du entdeckt hast. Eine tiefere Expedition wäre vielleicht angemessen. Ja, vielleicht aber auch nur. Ja, wir haben immer noch unser Quest. Das heißt, genau, da ist er doch. Oh, da ist jetzt aber richtig was los hier. Da war ich gestern wohl zur falschen Zeit hier. Clint. Du hast dir die Erze gebraucht, die ich haben wollte. Ja, großartig. Deine Erze stecken Kessel in Edelstähle. Aber das ist kein Problem, Kerler. Hier ist der Erze wieder unter Bezahlung, wie versprochen. Merci. Hier haben wir es. Genau, 220 Gold gibt es. Schöne Nebengrosche hier noch verdient. Robin ist beschäftigt. Ja, die tanzt mit ihrem Mann, wie es aussieht. Mit Demetrius. Das ist ja schön. Ach, da ist ja Abigail. Okay. Ich bin nicht sonderlich gut. Abby, ich hab was für dich. Halt, bevor du gehst. Sicht, jetzt kriegt sie, hat sein Herzl drüber. Oh, ich lieb hier so Zeug. Ernsthaft, du bist echt super Ackermann. Du freut sie sich. Da bin ich doch auch froh, wenn ich ihr Fred machen kann. Hallo, Kumpel. Oh, du bist ja gerade eingezogen, richtig? Ja, cool. Hofbuch aktualisiert. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Wie man Freunde gewinnt. Jemand Geschenke zu machen, ist ein großartiger Weg, um Freundschaften aufzubauen. Lern die individuelle Geschmäcker von den Leuten kennen und du wirst in kürzester Zeit beliebt sein. Okay, cool. Wir haben Quarz noch parat. Da habe ich ja die Leute gerade noch so rechtzeitig getroffen. Der vielleicht? Seppel? Hey, danke, ich mag das. Gut, dann wissen wir, dass der Sebastian wie heißt's? Quarz mag. Sehr schön. Okay, das ist doch gut zu wissen. Wie sieht's dann mit dem Bäuermeister aus? Mag der sowas? Davon wird mir ganz schlecht, was ein abscheuliches Geschenk, Ackermann, du Rievenickel. Ich geb da gleich einer. Oh, 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 oh. Das ist wohl nicht so dem sein Geschmack. Aber jetzt haben wir das auch mal gelernt. Wir gucken gerade mal rein. Ja, Abigail und Heidi mögen uns. Das Seppel mag uns auch. Und der Bäuermeister, ich glaube, der ist nicht so begeistert. Ich glaube, ein Bäuermeister schenkt man lieber so ein paar von den Wildpflanzen. Die mag der eigentlich ganz gern. Das heißt, wir können morgen nochmal zu Clint gehen. Also am nächsten Tag können wir nochmal zu Clint gehen. Wir können zum Museum / zum Archäologe gehen. Ja, das können wir alles übermorgen dann bei der nächsten Episode in Angriff nehmen, den ich auch mal sage. Gut, also ich will eigentlich immer 2 Tage pro Episode hinkriegen. Das fände ich eigentlich ganz schön, wenn das funktionieren wird. So, dann ganze Krusch können wir da reinpacken. Das kann auch wieder rein. Da, ja komm, einer für uns und vielleicht verschenkt man noch ein bisschen was. Die kommt 8 Reihe und genau. So, dann machen wir hier wieder ein bisschen Ordnung rein in die Geschichte. Wir gucken noch, wie es hier aussieht. Alles gewässert, was gewässert gehört. Das ist doch super. Dann holen wir uns jetzt nur noch von Moja wieder unser Gerätschafter.
und sortieren unser Inventar wieder. Ja, 26. Van Barm reicht jetzt nicht, nochmal kaputt zu schlagen. Wobei, Ackermann, komm, brauchst noch ein bisschen Kraft in der Arm. Wo wir noch gerade mal 20, 18, 16, 14. Ja, 14, 12, 10, 8, 6, 7 sogar nur. Okay. Mehr als gedacht. Aber hopp, da haben wir wenigstens auch ein bisschen was hingekriegt hier. Und sollten uns aufmachen ins Bettchen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn ihr wollt, ihr liebe Leute, zu Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.